Nach einer gefühlten Ewigkeit geht es endlich weiter mit ein paar Änderungen. 音は大炎上じゃねえか。ひでえな。けど炎は敵味方を平等に殺しますからな。しかしいよいよ王宮前の広場です。立ちふさがる者は炎ごと消し去るわ。白き者、今ここで撃つ。レア様、町に放った火のおかげで敵は大軍で押しつぶす真似はできません。少数精鋭であたしらを目指して進んでくるかと。ええ、そうでしょうとも。そして彼らの先頭には私からお母様を奪ったあの者と反逆のとエーデルガルトがいるでしょう。 Ja, das ist durchaus möglich. 髪の毛が焦げるのは嫌です。炎、できる限り避け進みます。標的注意する。しましょう。柔軟に進路を吟味し、被害を抑えて進軍したいところですな。 Du sagst es, Hubert, du sagst es. So, Freunde, ich habe mir nach der letzten Folge, wenn es schon ein bisschen länger her ist, so meine Gedanken gemacht. Nicht nur in den Gegnern, wo ich nochmal alles durchgegangen bin und so, sondern auch in unserem Team. Und mir ist dabei aufgefallen, oder ja, relativ schnell bewusst geworden, hey, irgendwie mit unserem Team könnte es, glaube ich, ziemlich schwierig werden, das zu gewinnen. Vor allem ohne Verluste. Klar, ist das letzte Kapitel, der letzte Kampf, wenn ich jetzt hier Verluste mache. Es ist nicht so wild, aber ich wollte eigentlich doch relativ gerne ohne Verluste durchkommen. Und deswegen habe ich mein Team nochmal neu sortiert. Ich gucke gerade mal, ob das auch mit meinen ganzen Gegnern und so eigentlich soweit noch funktioniert, ob ich noch alles gedacht habe. Das ist eigentlich doch relativ intensiv und so. Ja, müsste alles funktionieren. Gehe schon mal in Position und erkläre dann by the way, was ich mir eigentlich dabei so überlegt habe. Weil, ja, ich glaube trotzdem, dass wir hier eine Weile dran sind. So. Erstmal muss Jerisa hier mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Einerseits müssen wir auf Abstand gehen vor den Gegnern, vor allem vor den großen, fetten Gegnern. Andererseits natürlich, gut gemacht Jerisa mit dem Crit. Andererseits natürlich eben auch schon mal die positionieren, die schon mal ein bisschen was machen können, die auch ein bisschen was einstecken können, wie zum Beispiel, der gute Dorothea ja weniger. Aber sie sind natürlich hier, sie müssen einfach hier sein. Zusammen halt mit Felix. Felix kann ja auch gut wandern, halt donnern. Und Dorothea kann auch über große Reichweite. Dass ich jetzt da so viele Magier mit Jerisa ja auch Magie einsetzen kann, eine Front geschickt habe, zumindest in die Mitte platziert habe, war ja dann trotz allem doch eine gute Idee. Vor allem eben, weil Felix und Jerisa Typen sind, die beides können, Magie und angreifen. Gut, kann ich theoretisch auch meinen Avatar, aber mache natürlich eher weniger, wenn schon mit dem Schöpferschwert oder Donnerschwert. Was wäre jetzt hier gerade? Ja gut, den hier auch frontal einfach draufgehaut. Bingo. Und ich hoffe, das geht einigermaßen gut auf, denn ich habe mir doch sagen lassen, dieses Kapitel hat es in sich. Und auch die anderen Kapitel dieser Route generell, und Tschüssikowski, in dieser Route doch relativ normal bis harmlos sind, sag ich jetzt mal, für Fire Emblem-Verhältnisse, oder durchaus machbar sind. Soll dieses Kapitel hier doch sehr, sehr heftig sein. Und ich keinen Bock habe, das 2, 3, 4, 5 Mal zu tun, ja, machen wir es halt so. Hier ist eben halt ein bisschen das Trickige dabei, wie ich da am besten vorgehe. Denken sich vielleicht so von wegen, ey, wieso stehe ich jetzt Mercedes da rein, bin ich komplett bescheuert. Aber, was ich dann auch erst offscreen ein bisschen geschnallt habe, als ich mal alles durchgegangen bin, die Typen da, die greifen mit der Magie an. Das sieht man zuerst gar nicht so richtig, aber es ist so. Von dem wir haben Bernadette, der auf große Reichweite zielen kann. Ich glaube, das passt schon so. Und mir war auch wichtig, dass ich vor allem die Charaktere jetzt nehme, die schon fertig entwickelt sind. Dass wir komplett fertig entwickelt sind mit ihrer höchsten Stufe und so weiter und so fort. Ich glaube, das funktioniert dann schon relativ gut. Okay, Petra. Frage,
Das ist doch am besten. Halt entweder Schild von einem Typen platt machen oder erstmal den Weg freiräumen, weil, ja, wir müssen doch ein paar Mal hin und her und so. Mit dem Boden ist sowieso ein bisschen schwierig. Wenn er ständig brennt. Ja, ist auch klar, dass er nicht so viel Damage machen wird, aber scheiß drauf. Kein Schaden. Das ist natürlich hässlich, wenn man es mal so sagen will. Aber es hat leider Fakt. Okay. Dann steht uns ein bisschen, aua, ein bisschen näher dran. Kann ich mal auch voll eine reinzwirbeln. Ja, hier auf der rechten Seite wird es vor allem mit Castry, mit dem Donnerbrand sowieso ein bisschen sehr gefährlich. Also, die Schilde platt machen. Was glaube bei den Viechern ganz wichtig, habe ich in der Vergangenheit eher ein bisschen lasch angefangen, ne? Durchdacht und so mit dem Positionieren. Das soll sich hier im finalen Kapitel, im finalen Kampf aber doch ändern. Na dann. Kill it with fire! Naja, das war klar. Dann ging es mir ein bisschen um den Schild. Dass die ziemlich am Arsch sind. Ich hoffe, das sind sie wirklich. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Ja, und eben diese T hat halt einen Support von Mercedes, aber ich glaube, das funktioniert schon. Ich glaube, das klappt schon. Das klappt alles. So, dann haben wir Raphael, Bernadetta. Kannst du noch irgendwie ein Shield platt machen? Ich hätte gern, dass Raphael und hallo? Komm schon. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, kann er irgendwie ein Shield anvisieren, wird er wohl gehen. Dass Raphael und Kaspar, dass die doch ordentlich reinzwirbeln sollen. Vor allem Kaspar, der kann ja 2-4 Mal angreifen und so. Deswegen erst Shield zu deppern und dann einfach richtig heftig drauf. So. Die Frage, du kannst sowieso nur einmal angreifen, wa? Ja stimmt, kann ich eigentlich mit dir auch einen Shieldplach machen, weil dann kann Ingrid nachher doppeln. Erwische ich so ein Shield auch noch? Nee, glaube ich nicht. Ja komm, jetzt zumindest mal eine Leiste down, ne? Das ist auch mal so schlecht. Ich habe Petra ja noch, ganz vergessen. Ich habe Petra ja noch. Ich kann nachher mit Petra noch einen Shield platt machen und hier erstmal so. Oh, 4 Mann. Kriegt auch ein bisschen Damage. 5% Crit Chance. Oh, Meisterachse ist natürlich geil. Die ist mega episch. Wenn er kritten würde. Kumpel, das 49% Crit Chance. Was ist los mit dir? Immer beim zweiten Mal. Was ist los mit diesem Fire Emblem Charakteren? Zum ersten Mal critten, zweiten Mal. Menno. Oh, das ist wieder mal. Ist doch scheiße. Auf eine Art und Weise. Ja gut. Ritter tot. Meisterlanze. Ich krieg sowieso nicht mit dir, krass. Kaspar und so, kein Problem. Ingrid, Kritten, was ist das? Bisschen doof. Petra, geht's bei dir besser? Du kannst durchaus Entfernung. Kriegerbogen, Shield down plus ein bisschen Damage. Warum nicht? Fangen ganze 4 Mal an, ey. Also macht's direkt so. Okay, natürlich auch, okay. Typ greift mich mit Magie an. Okay, Indra-Pfeil, da funktioniert. Ist auch eine Entfernung. Okay, dann kannst du so schon mal ein bisschen triggern. Ja, insofern sind natürlich Pegasus Ritter schon sehr, sehr praktisch. Okay, wie gehe ich jetzt hier am besten vor? Ich habe diese verdammten Roboter-Viecher, Golems, whatever, habe ich ja überall ein bisschen. Wenn ich die einmal triggere, dann folgen die mir vermutlich endlos und ich habe aber überall wieder ein paar starke Typen. Ich werde erstmal rundherum alles platt machen. Theresa, du bist natürlich hier prädestiniert dafür. Da greife schon mal auf Entfernung an, aber den auf Entfernung treffen könnte ein bisschen schwierig werden, weil man nachher. Oh, die scheiß Pegasus Ritter. Kann jetzt zumindest einer nur 2 attackieren, dann wäre es vielleicht einfacher. Ein bisschen mehr Damage wäre nicht schlecht. Was machst du Schönes? Ja, kommt dann nicht ganz so ran. Ja.
Mal schön positionieren, warum nicht? Könnte schlimmer sein. So. Ja, natürlich bringt der Meteor auch nichts. Oder direkt. Oh, der auf ihn drauf. Oh. Das war kein One-Kill. Menno. Das ist doch scheiße. Doch irgendwie. Komm schon. Irgendjemand muss doch One-Hitten können. Ja, nicht du. So der. Nein, auch. Mann. Kein One-Hit. Why? Warum kein One-Hit? Was hat er getan, Spiel? Das Spiel will kein One-Hit. Na gut. Bisschen healen, keinen Schaden. Verschwende ich zumindest keinen Zug damit. Ja, Michael. Willst du schon mal irgendwas... Nur ihn anlocken, noch keine Pegasus Ritter. Wäre eine Option. Ich habe Angst wegen dem Damage. Das ist ja auch ein Lichtmagie-Fuzzi-Angriff. Schöpferschwert vielleicht sogar. Dann kriege ich ihn so oder so. Ob das gut geht? Ja, natürlich hat die auch noch Strategie dabei. Aua. Okay, das war nicht so geplant. Das hingegen schon. Also nicht, dass sie so wenig Schaden macht. Ja, gut, die magische Angriff ist natürlich ziemlich bescheiden. Leider. Und der andere Typ ist ja auch so ein magischer Ritter, also insofern. Hat er natürlich auch eine hohe Resistenz. Ging ja mehr bis zum Anlocken. Trotzdem mit ab. Oha! Alter, Wilhelm! Der geht's wohl so gut, was? Alter, 32 Damage ist klar. Bin verwirrt, Da hat er mich angegriffen. Aua, Anchois, was ist los mit dir? Da weicht nichts mehr aus. Oh oh. Kein Bock schon so früh drauf zu gehen. Wobei lieber früh als spät. Andererseits. Bitte was? Oh Mann. Oh nein, das ist der Scheiß, von dem ich gehört habe. Jetzt werden die Viecher da stärker. Oder? Jo, da gehen ein paar Werte hoch. Oh, leck mich am Sack, hey. Okay, aber trotzdem nicht in Panik verfallen. Nee, das trotz allem nicht. Ich will ja trotzdem, also nicht gerade gemütlich durchgehen, aber trotzdem ohne Verluste und trotzdem voller Concentration meinerseits. Also, ach du Scheiße. Was ist los mit dir? Ja gut, er ist ein bisschen benebelt noch. Da war der Pferdesunterstützung. Okay, daraus wird nichts. Zum Glück habe ich hier meine beiden Mages, die noch ein bisschen aushelfen könnten. Die Frage ist... Du hast ihn noch... Ich würde sagen Meteor, aber es ist kein One-Hitter, aber für Ronan, mit dem könntest du einen One-Hitten. Wenn du nach vorne marschierst, kannst du einen anderen One-Hitten. Jo, das wird funktionieren, wenn die beiden schon mal weg. Du hast eine Option. Sehr gut, Hubertus. Fabulus. Supermicus. Kein Plan. Frage ist auch zuerst ein Heilen. Dann kann das nicht steht, aber ich glaube, das muss reichen. Also, ich meine, das ist so oder so überlegt. Dorothea ganz elegant. Dann redet er so: wo kommt die Magie? Wo ist sie? Da ist sie. Ja. So, was mache ich jetzt mit dem Hübschen? Strategie draufhauen, normaler Angriff. Erstmal gucken. Oh, der Brand, der ist geil. Der Willibrand. Wilhelm kriegt einen reingesammelt von Willibrand. Also, das sind explodierende Fässer. Ja, wer hätte es gedacht?
Das ist auch so interessant. Vor allem kommt mit so einer Geschwindigkeit, wo du dir denkst, soll ich jetzt hier ausweichen oder nicht? 力を得た Wird stärker und stärker. Boom! Wilhelm! Der schreckliche. Okay, einer ist unter. Wie viele Dinge sind noch offen bei dir? Noch 2? Alter, leck mich doch am Sack. Kann ja wohl nicht wahr sein. Frage ist mit Michael da schnell. Mit wem? Wer greift ihn jetzt? Wird ihn. Ja, ich sehe es gerade. Von oben kommen noch irgendwie ein paar Pegasus-Ritter dann gerne an. Ne, der aber eher lieber nicht so gerne. Soll ich darauf ein Schild zu zerstören und ihn lieber direkt Platz zu machen, oder? Ich weiß nicht. Die Strategie will ich nicht schon wieder einsetzen, weil ich brauche noch ein paar. Ich kann jetzt vermutlich. Ja, ich kann vermutlich die scheiß Pegasus-Ritter besser abblocken. Ja, wenn ich den Schild nicht platt mache von ihm, dann muss ich, oder die Rüstung, dann sollte ich ihn doch lieber jetzt schon platt machen. Yo, Michael 40, geil. Okay, letzte. Jetzt hoffe ich mal Felix, du machst einen One-Hitter. Mit Schwert, mit Magie, darfst machen, was du willst, Hauptsache du killst ihn. Jo, Mann, Schwertskill. 85 geht's ein bisschen. Jo, das ist Schnitter. Du kriegst es sowieso nicht. Weiß er doch. Kriegerschwert. Ja, komm. Und der andere an. Nein! Oh, das hat einer übersehen. Alter. Ein Crit von 10. Er hat mir so in den Arsch gebissen, wenn das geklappt hätte. Wenn mich gekillt hätte deswegen. So, was mache ich hier drüben Schönes? Bloß ein Mage. Müsste theoretisch reichen. Die Frage ist, mache ich erstmal die platt. Ja, ich krieg die. Sind zu viele. Die kommen auch zu weit für meinen Geschmack. So, da wird zwar gehen. Strategie hätte ich auch noch, will ich ja eigentlich eher über die großen Typen aufsparen. Indra Arrow. Wieso die Waffe Indra Pfeil heißt, obwohl es ein Lanze ist, aber auch kein Plan. Ich glaube, den müssen wir nicht verstehen, wa? Falkenritter, ein bisschen mehr Stärke oder mehr Magie wäre jetzt nicht schlecht gewesen, aber egal, ich nehme es mal so wie es ist. Und tschüss. So lange denke ich mal da bleiben. So, währenddessen unsere Typen waren nach vorne, du hast einen Heilfokus noch, aber wenn du noch nicht zum Beispiel Damage gekriegt hast. Ja, das Pferdchen. So, wer darf es denn sein? War das Entfernung? Direkt One? Ja, direkt One. Direkt One-Shot, beziehungsweise Kill it with fire. With fire arrow. Oder so. Jo, ich weiß. Ich weiß, liebe Bernie. Ich weiß, du burnst vor Leidenschaft. Ist auch geil, gar kein Thema. Ja, aber kannst du nachher mit abhauen, das ist die andere Frage. Ja, kannst ja mit der Trefferquote von meinem Gegner muss ja zuschlagen. Crit! Wo bleibt der Crit? Wo soll doch ein Assassine, wenn sie die Rede crittet? Zu früh, weiß nicht. Jetzt greift mich eh keiner an, dann kann ich auch direkt später noch heilen. Du solltest schon ein bisschen unterstützen. Liebe Merci, liebes Mercedes-Leinchen. So, sehr gut. Die Stärkung, die passt. Ja, und du? Du halt's mal selber. Gut gemacht, Theresa. Gut gemacht, bin stolz auf dich. Oh oh. Natürlich! Schön. Wow.
9 Trefferquote. 9. Ui. Der Angriff war von schlechten Eltern. Leider zu wenig, wobei wir schon beim Thema zu wenig sind, das ist auch ein bisschen zu wenig. Aber egal, um die wird sich ja entweder gleich Bernie oder die gute Petra kümmern. Also ich hoff's. So, jetzt kann die Pegasus Ritter. Nein, ist klar. Okay, nur 20 Trefferquote, ich hoffe, ich weiche dem aus und habe ein Problem. Dankeschön, Michael. Das wäre sonst hässlich geworden. Wo geht denn der hin? Auchi, Bauchi. Du, 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 du. Oh je, oh je, oh je. Oh je, Da oben ist nicht gerade sehr viel los. Noch eine Meteorangriffe. Für wen setze ich sie ein? Das ist so die Qual der Wahl. Also setze ich gegen so einen Random-Typ ein, dann heilt er sich bloß und ist nachher wieder von alles von Arsch. Ja, und hier ist ein Pegasus platt machen, nachher gehe ich rechts durch, gehe ich links durch. Ach du Scheibenkleister. Das kann dauern, Freunde, das kann dauern. Ja, locken wir ja auch eine Option. Aber der ganze Pegasus-Ritter, weil der Rest kommt sowieso nicht so weit. Und dann kann ich die anlocken, mit dem Rest kann ich sie erstmal platt machen, weil die sonst nerven die mich ziemlich. Ach du Scheiße. Alter! Für eine beschissene Trefferquote. Mein klar ist ein Pegasus-Ritter, aber. Hallo? Was ist denn hier los? Edelgard, du auch? Nein. Wo sind meine Trefferquoten, wenn ich sie brauche? Wo sind meine Quoten? Oh Gott sei Dank, Crit. Oh Gott sei Dank. Auf sie ist verlassen mit ihrem Crit. Wenn man bei den Pegasus-Rittern und den Falken-Rittern, whatever, dann könnte so eine scheiß Trefferquote haben und dann Halleluja. Felix, ich muss einmal heilen. Wenn ich ehrlich sein darf. Das haben wir die Items, ja, das ist ja wie bereits erwähnt, der letzte Kampf in diesem Let's Play auf dieser Route. Weil ob ich noch irgendwie die Route vom silbernen Schnee, also sprich kurz vorm Timeskip, wo wir uns ja gegen Edelgard entscheiden statt für sie, wann und ob ich die noch Let's Playe oder streame und genauso wie es aussieht mit dem DLC, Falle Schatten und so, das wird noch ein bisschen dauern. Ich wollte zwar eigentlich Bock hätten mit Falle Schatten DLC loszulegen, aber andere Projekte in naher Zukunft, oder beziehungsweise vermutlich, sobald ihr diese Folge seht, in naher Zukunft. Wieder davon, auf der Switch. Und ja, vor allem halt auch schon wieder so viel Fire Emblem gezockt hat. Einerseits mal die erste Staffel, alles vom Timeskip. Gut gemacht, Kaspar, gut gemacht. Und dann natürlich jetzt hier mit der roten Blumen nach dem Timeskip und so. Sind trotz allem auch jetzt wieder, keine Ahnung wie viel sind zum Schluss, 70 Parts ungefähr. Jetzt sind wir bei Part 62, 63? 64, klar sogar. Naja. Auf alle Fälle. Das geht auch ziemlich auf die Substanz. Obwohl es immer wieder Spaß macht, gar kein Thema. Ein bisschen Abwechslung schadet ja nie. Vor allem, ich erwische immer die Spiele, die immer so lange dauern. Ich meine, klar, Fire Emblem ist klar, dass es lange dauert, auf das muss ich mich ein Gefasst machen. Aber generell wieder mal so Spiele zocken, wo ich war, oder wo man absehen kann, die dauern jetzt nicht so lange. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Ja, wenn eigentlich jetzt Stärkung ist zu früh. Ja, Michael macht mehr Sinn als Felix. Zumindest aktuell gerade. So, dann haben wir jetzt da drüben schon mal Frage, Edelgard, jemanden anlocken, wie wäre es mit den Typen?
wäre eine Option. Aufpassen muss ich auf dem brennenden Boden. Da kommen generell die Truppe jetzt nicht so schnell vorwärts. Oh Mann, die Musik. Natürlich auch noch von Typen da oben angegriffen. Nicht ganz so geil, nicht ganz so geil. Achso, der Dragnarök, okay, meine Güte. Was sie alles für Moves drauf haben. Er hat so ein Schild drauf. Hör auf, das geht gut, aber ich muss sie auch langsam anlocken, ganz ehrlich. Weil sonst bin ich hier noch, keine Ahnung, noch in 20 Folgen dran. Und das wäre ein bisschen doof. So, Joey ist auch nach oben. Das heißt, die Pegasus-Ritter sei es sonst für irgendjemanden. Und hier kommt sie an. Ja. Okay, gut gemacht, Elgard, gut gemacht. Bin so erstaunt, dass der Treffercode nur bei 60 lag. Das wundert mich weniger mit 20. Wehe, die treffen. Michael war raus. Dankeschön. Nächste direkt auch noch. Okay. Wo kommt die plötzlich her? Die hat jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Die so einfach so in your face kleiner und ich so, nein, nicht in mein Face. Ein heiliges Face. Ja, liebe Edel, das sind Schmerzen. Erneut ziehen. Autschi.